Matthäus Kapitel 15. Dann kommen von Jerusalem Pharisäer und Schriftgelehrte und fragen: Warum halten sich deine Jünger nicht an die Tradition? Sie waschen sich die Hände nicht vor dem Essen. Er gibt nicht zur Antwort: Warum stellt ihr eure Tradition über dem Gott seine Vorschriften? Der Gott sagt ja: Acht den Vater und die Mutter, und wer schlecht redet über Vater oder Mutter, soll sterben. Ihr sagt: Wer zum Vater oder zur Mutter sagt, als Opfergabe gestiftet habe ich, was meine Unterstützung für dich gewesen wäre, der muss seinen Vater nicht mehr achten. Und ihr schafft das Gesetz vom Gott ab wegen eurer Tradition. Ihr Skiheiligen, schön hat der Jesaja vorausgesagt von euch: Das Volk achtet mich nur mit dem Maul, sein Herz ist weit weg von mir. Es nützt nichts, wenn es mir opfert, weil es Vorschriften als Lehre vortragen, die Menschen gemacht haben. Und er ruft die Leute an und sagt ihnen: Hört und probiert es zu verstehen. Nicht, was ins Maul hineingeht, verträgt ein Mensch. Das, was zum Maul auskommt, das verträgt ein Mensch. Dann kommen die Jünger zu einem Mann und sagen: Weisst du, dass Pharisäer verrückt sind über das, was du gesagt hast? Er antwortet ihnen: Jede Pflanze, die nicht mein mächtiger Vater gepflanzt hat, reißt er aus, samt den Wurzeln. Lasst sie schwätzen, sie sind blinde Blindenführer. Wenn ein Blinden führt, so gehen beide ins nächste Loch runter. Der Petrus gibt ihm zur Antwort: Erklär uns doch das Gleichnis. Er gibt zurück: Was? Ihr seid auch noch nicht nachgekommen? Begreift ihr nicht, dass alles, was ins Maul hineingeht, in den Magen geht und hinten raus in den AB? Aber das, was aus dem Maul kommt, kommt aus dem Herz. Und genau das verträgt ein Mensch. Aus dem Herz kommen doch böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Einbrüche, Meinheit, Verleumdungen. Das verträgt ein Mensch. Aber das Essen mit ungewaschenen Händen verträgt ein Mensch nicht. Von dort verzieht sich der Jesus zum Land aus in die Gegend von Tirus und Sidon. Und da läuft eine Kananäerin an aus der Gegend dort und ruft laut: Heb Verbärmst mit mir, Meister, Sohn von David, ein Dämon plagt mein Mädchen. Er tut aber nicht dergleichen. Und seine Jünger kommen und sagen: Mach doch, was sie will. Sie brüllen ja ständig hinter uns her. Er gibt zur Antwort: Ich bin nur zu den verloren gegangenen Schafen vom Volk Israel geschickt. Sie kommt an und geht auf die Knie: Meister, hilf mir. Er antwortet: Es ist nicht schön, wenn man den Kind das Brot wegnimmt und den Befzger anrührt. Sie sagt: Schon, Meister, aber Befzger fressen bloß Brosmen, die von den Tisch von ihren Herren runterfallen. Da gibt ihr der Jesus zur Antwort: Du hast ein grosses Vertrauen, gute Frau, darum geschieht das, was dir wollst ist. Und im gleichen Moment wird ihre Tochter gesund. Von dort geht der Jesus am Galiläischen See nach, steigt auf den Berg rauf und sitzt dort an. Und ein Haufen Leute kommen zu ihm raus: Lahme, Blinde, Krüppel, Stumme und viele andere, und sie legen es ihm vor die Füße, und er macht all gesund. Dass die Leute gerade baff werden, wo's Stumme sehen reden, Krüppel gesund werden, Lahme rumlaufen und Blinde schauen. Und sie schwärmen vom Gott von Israel. Der Jesus ruft seine Jünger zusammen und sagt zu ihnen: Mir tun die Leute leid, die schon 3 Tage da sind, ohne nichts zu essen. Und nüchtern fortlassen will es nicht, sonst wird es dann auch schlecht unterwegs. Und die Jünger sagen ihm: Woher sollen wir in der Wüste so viel Brot nehmen, um so viele Leute zu verpflegen? Und der Jesus fragt: Wie viel Brot habt ihr? Sie sagen: 7 und ein paar Fischli. Und er heisst die Leute absitzen auf den Boden, nimmt die 7 Brot und Fisch, sagt den Segen, bricht das Brot und gibt es den Jünger, die Jünger den Leuten. Und alle essen und kommen genug über. Und die vorigen Schnäffel Brot tragen sie zusammen, 7 Körbe voll. Gegessen haben 4000 Männer, Frauen und Kinder nicht gerechnet. Und als er die Leute hat gehen lassen, steigt er ins Schiff und fährt ins Gebiet von Magadan.